Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Heute im Burgenlexikon T wie Türmer. Wir werfen einen Blick auf die Türmer, eine der Schlüsselfiguren des Mittelalters. Hoch oben auf den Türmen wachten sie über Burgen und Städte, warnten vor Feinden und Bränden, gaben die Zeit an und wurden zu Symbolen für Sicherheit und Ordnung. Wer war der Türmer? Der Türmer war im Mittelalter weit mehr als nur ein einfacher Wächter. Er verkörperte die ständige Wachsamkeit, die Burgen und Städte brauchten, um in einer von Fehden, Überfällen und Bränden bedrohten Welt bestehen zu können. Seine Hauptaufgabe war es, von hochgelegenen Türmen aus die Umgebung im Blick zu behalten und jede noch so kleine Veränderung rechtzeitig zu bemerken. Türmer gab es schon im Hochmittelalter auf Burgen. Sie waren dort das Auge des Burgherrn und sorgten dafür, dass Angriffe nicht überraschend erfolgen konnten. Besonders wichtig waren sie aber auch in Städten, wo die Dichte an Häusern und offenen Feuern eine ständige Brandgefahr bedeutete. Ein Feuer konnte binnen Minuten eine ganze Stadt vernichten. Und der Türmer war der Erste, der Rauch oder Flammen entdeckte. Links sehen wir den Bayernturm in Köln, der mit einem Türmer ausgestattet war. Und rechts aus der Brüderstiftung zu Nürnberg der Türmer, dargestellt etwa um 1500. Quellen berichten, dass Türmer in manchen Regionen wie ein fester Bestandteil des Herrschaftsapparates betrachtet wurden. Ihre Aufgabe war so bedeutend, dass mancher Stadtturm sogar nach ihnen benannt wurde. Der Türmer war also im Mittelalter unverzichtbar. Er war das wachsame Auge von Burg und Stadt. Schon im 12. Jahrhundert sind Türmer in Quellen erwähnt. In Regensburg etwa ist für das Jahr 1196 ein Türmer urkundlich belegt, der vom Stadtrat für seine Dienste entlohnt wurde. Auf Burgen finden wir Hinweise ebenfalls früh. In Nürnberg wird bereits im 13. Jahrhundert ein Turmwächter genannt, der die Kaiserburg überwachte. Diese frühen Belege zeigen, wie zentral die Wächterfunktion war. Ohne den Türmer war keine dauerhafte Sicherheit denkbar. Die Aufgaben des Türmers. Die wichtigste Aufgabe des Türmers war der Wach- und Spähdienst. Von seinem erhöhten Standort konnte er kilometerweit ins Land blicken. Ob Reiterhorden, Räuberbanden oder ein nahendes Heer, er musste alles erkennen, noch bevor es zur Burg oder in die Stadt gelangte. Ebenso wichtig war die Beobachtung von Feuern. In mittelalterlichen Städten, wo eng bebaute Holzhäuser standen, konnte schon ein kleiner Funke zur Katastrophe führen. Hier ein Blick auf Nürnberg, in der Mitte St. Sebald, wo der Türmer zu Hause war, und wie eng die Stadtbebauung war, was natürlich im Fall eines Brandes zur Katastrophe führen konnte. Sah der Türmer eine Gefahr, musste er Alarm geben. Dafür nutzte er verschiedene Mittel. Das Blasen eines Horns, das Läuten einer Glocke oder das Entzünden von Signalfeuern. In manchen Gegenden waren Türmer sogar Teil eines regelrechten Nachrichtendienstes. Sie gaben Signale von Burg zu Burg weiter, ähnlich wie eine frühe optische Telegrafie. So konnte sich eine Nachricht über weite Entfernungen verbreiten. In Zeiten ohne moderne Kommunikation ein unschätzbarer Vorteil. Im Laufe der Jahrhunderte veränderte sich der Beruf. Mit der Entwicklung großer Stadtgesellschaften übernahmen Türmer zunehmend auch repräsentative Aufgaben. Sie läuteten die Stundenglocken, gaben Zeitsignale und prägten so das tägliche Leben. Sie waren damit nicht nur Wächter, sondern auch Zeitgeber, Musiker und Symbolfigur für Ordnung und Sicherheit. Besonders eindrücklich ist ein Bericht aus Köln von 1367, wo der Türmer auf dem Bayernturm rechtzeitig einen Brand entdeckte und Alarm schlug. Sein Hornruf rettete vermutlich einen ganzen Stadtteil vor der Vernichtung. Auch der Nachrichtendienst durch Türmer ist belegt. In den Chroniken von Straßburg im 14. Jahrhundert wird beschrieben, wie Türmer mit Signalfeuern Nachricht wiedergaben, zum Beispiel bei Annäherung von feindlichen Heeren. In Burgen an den Grenzen des Reiches war dies ein unverzichtbares System.
Im Spätmittelalter übernahmen Türmer auch die Funktion des Zeitgebers. So ist für Freiburg im Breisgau 1410 nachgewiesen, dass der Türmer verpflichtet war, die Glocke zur vollen Stunde zu schlagen. Ein früher Vorläufer unserer heutigen Kirchturmuhr. Hier sehen wir so ein historisches Horn eines Türmers. Und hier 2 Beispiele, wie der Türmer ins Horn bläst oder rechts ein Signalfeuer entzündet. Leben auf dem Turm. Das Leben eines Türmers war von Einsamkeit geprägt. Er lebte meist direkt im Turm in einer kleinen Kammer unter dem Dach oder im Wachraum. Diese Räume waren karg ausgestattet, oft nur mit einer einfachen Pritsche, einem Tisch oder einem Stuhl. Vorräte und Wasser wurden hochgetragen, doch bei Wind, Schnee und Regen war der Türmer völlig auf sich selbst gestellt. Oft verbrachte er Tage oder sogar Wochen allein im Turm. Nur in großen Städten gab es Ablösung oder eine Familie, die mit ihm dort oben wohnte. Ein Beispiel dafür ist Nürnberg, wo Türmerfamilien bis ins 20. Jahrhundert auf der Kaiserburg lebten. Für Nürnberg ist im Jahr 1425 dokumentiert, dass Türmerfamilien auf der Kaiserburg wohnten und dort eben neben dem Wachdienst auch kleine Gärten bewirtschafteten. Für die meisten jedoch war es ein einsamer, harter Dienst, der zugleich höchste Konzentration erforderte. Ein einziger Moment der Unaufmerksamkeit konnte über Leben und Tod vieler Menschen entscheiden. Gleichzeitig bot das Leben im Turm auch Vorteile. Der Türmer genoss eine gewisse Unabhängigkeit und hatte einen unvergleichlichen Ausblick über die Landschaft oder die Dächer der Stadt. Viele von ihnen beschrieben, dass sie dem Himmel näher waren als die Menschen unten. Ein Bild, das den Türmer bis heute mit etwas Mystischem umgibt. Ein Bericht aus Regensburg von 1518 schildert, dass der dortige Türmer bei Sturm und Schnee tagelang allein oben hausharren musste, weil eine Ablösung nicht möglich war. Er erhielt vom Stadtrat dafür eine Sonderzahlung, ein seltenes Beispiel für die Anerkennung. Hier sehen wir so eine Stube eines Türmers. Die Schlafkammer, karg und einfach. Hier der Grundriss eines Turmes, einer Türmerwohnung, eine Küche, eine Kammer, eine Stube, ein Zimmer. Was fehlt, ist das Bad. Soziale Stellung. Der Türmer gehörte in der Regel zur einfachen Bevölkerungsschicht. Er war weder Ritter noch Adliger, sondern ein angestellter Wächter. Trotzdem besaß er ein Ansehen, denn seine Aufgabe war lebenswichtig. In Urkunden ist belegt, dass der Türmer vom Burgherrn oder vom Stadtrat bezahlt wurde, manchmal auch mit Naturalien wie Getreide, Salz oder Wein. Viele Türmer mussten sich zusätzlich etwas dazu verdienen. Besonders in Städten war das üblich, dass sie musikalische Fähigkeiten entwickelten. Mit Trompeten oder Hörnern konnten sie nicht nur Alarm schlagen, sondern auch Feste begleiten. Auf diese Weise wurden aus Türmern Stadtmusikanten und manche Musikerfamilien führten dieses Erbe über Generationen weiter. Auch wenn ihr Leben entbehrungsreich war, so hatte der Türmer eine feste Rolle in der Gesellschaft. Seine Stellung zeigt, dass im Mittelalter selbst einfache Leute durch Pflichterfüllung und Wachsamkeit Bedeutung erlangen konnten, auch wenn sie nie den Stand eines Adligen erreichten. In Amberg ist 1485 im Stadtrechnungsbuch die Bezahlung des Türmers mit Naturalien, Wein und Bier verzeichnet. Er erhielt zusätzlich die Erlaubnis, bei Märkten als Trompeter aufzutreten. Ein Hinweis auf das musikalische Zubrot, das viele Türmer verdienten. In Leipzig 1525 ist dokumentiert, dass der Türmer zusätzlich als Stadtmusiker bestellt war und feste Auftritte bei Ratsfeiern hatte. So verschmolz das Bild des Türmers mit dem des Musikanten, ein kultureller Aspekt, der das Berufsbild prägte. Und hier spielen sie auf, die Türmer als Trompeter und Musikanten oder still in der Nacht als Signalgeber. Dieser Urkunde wird Peter Wagner als Türmer für St. Sebald in Nürnberg für 6 Jahre bestellt. Türmer einst und heute. Im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit wandelte sich das Bild des Türmers.
Er wurde nicht mehr nur als Wächter gesehen, sondern auch als Symbol für Sicherheit und Ordnung. Dichter und Liedermacher romantisierten sein Leben hoch oben über der Stadt. Türmerlieder, Gedichte und Erzählungen prägten das Bild eines Mannes, der einsam über die Menschen wacht. In manchen Städten hielten sich Türmer sogar bis ins 20. Jahrhundert. Nicht nur Männer, auch Frauen waren Türmer. In Münster etwa versah bis 2014 ein Türmer auf dem Lamberti-Kirchturm seinen Dienst. Ein einzigartiges Fortleben dieser Tradition. Heute gibt es an einigen Orten noch ehrenamtliche Türmer, die diese historische Aufgaben in Erinnerung rufen. Dort bläst die Türmerin heute noch allabendlich ihr Horn als Zeichen für die Stadt. Besonders interessant ist das erste deutsche Türmermuseum. Es befindet sich im sogenannten Vogelturm in Vilseck in der Oberpfalz. Dort wird die Geschichte des Berufes anschaulich dargestellt und Besucher können die enge Verbindung von Türmern, Burgen und Städten hautnah erleben. Wer dieses Museum besucht, sollte auch gleich die nahegelegene Burg Dagestein besichtigen. Ein lebendiges Stück Burgen- und Stadtgeschichte. Hier sehen wir links den sogenannten Vogelturm, wo der Türmer auch gesessen war zu Vilseck, und rechts ein Blick in das Museum. Anekdoten zum Schluss. Aus der Oberpfalz ist folgende Geschichte überliefert. Ein Türmer in Amberg soll bei Nacht nicht nur Alarm geschlagen, sondern kleine Melodien auf seinem Horn gespielt haben. Die Bürger behaupteten, sie hätten durch seine Musik Sicherheit gefunden. Solange der Türmer bläst, schläft die Stadt in Ruhe. Und in Nürnberg hieß es gar, wenn der Türmer trompetet, hört selbst der Wind still zu. Ob dies nur Sage oder Wahrheit ist, bleibt offen. Doch es zeigt, wie sehr die Türmer in der Vorstellungswelt des Mittelalters zwischen Pflicht, Musik und Mystik standen. Übrigens, das bekannte Sprichwort Türmen oder Türmen gehen hat nichts mit Verstecken im Turm des Mittelalters zu tun. Es stammte vielmehr aus der Gauner- und Räubersprache des 18. und 19. Jahrhunderts. Dort bedeutete es ganz einfach fliehen, ausbrechen oder sich heimlich davonmachen. So hat der Begriff erst viel später seinen Weg in die Alltagssprache gefunden und bis heute sagen wir umgangssprachlich, er ist getürmt, wenn jemand schnell das Weite sucht. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos.